Die Churchbox im Juni ist eine Party. Herzlich willkommen, du darfst mit uns feiern. Wir sind hier im Studio ein Team, das gemeinsam während Monaten Großartiges geleistet hat. Wir sind richtig stolz, dass das, was hier unter diesem Tuch ist, endlich da ist, gell? Ja. Wir sind happy und wir möchten gerne mit dir gemeinsam das feiern, dass wir etwas geschafft haben, das historisch ist. In der Geschichte von ICF es gab es noch nie, was hier unter diesem Tuch ist. Wir lüften gleich das Geheimnis, aber du wirst vielleicht auf die Schliche kommen, wenn ich ein bisschen erzähle, wer was hier mitgewirkt hat. Hier ist der Juni. Hoi. Der Juni hat dieses Projekt geleitet. Das sagt dir noch nichts, aber Marianne Frey hat übersetzt und Miri Döhler lektoriert. Also das sagt dir vielleicht, in welche Richtung es gehen könnte. Deshalb lüften wir jetzt, komm, dieses Geheimnis. Wir lassen die Korken knallen und lüften das Tuch und sagen 1, 2, 3, wow! Hey! Yeah, das sind sie. Unsere Kursbücher. Das sind unsere neuen Glaubenskursbücher vom ICF. Entdecke Gott, erlebe Gott, folge Gott. Komm, wir stoßen gemeinsam an. Yes. Das ist ein wahnsinniger Moment für uns als Team. Wir haben gearbeitet, geschrieben, lektoriert, übersetzt und alles. Ja, komm, wir stoßen an. Gratuliere, Miri. Herzliche Gratulation, mega stark. Wir starten bei dir, Juni. Wie war das für dich so nach monatelanger Arbeit? Endlich diese Bücher in der Hand zu halten, da gab es ja eine krasse Anlieferung. Ja. Erzähl mal, was hat das ausgelöst? Ja, wir hatten 17 Palettbücher, die gekommen sind, auf 7,5 Tonnen. Über 13.000 Auflagen. Es ist wirklich cool gewesen, so das Papier mal in der Hand zu haben. So, man hat die ganze Zeit auf dem Screen in verschiedenen Dokumenten, da noch ein Dokument, hier ein Feedback-Dokument noch, sieht sie online und dann sie mal in der Hand zu haben, ist schon noch ein mega cooles Projekt gewesen. Und ja, ist dann natürlich schon noch ein schöner Schritt, wenn dann die Bücher wirklich angeliefert kommen, Mittwochmorgens. Yes. Ein mega Moment da, ein richtiges Teil, oder? Das gab es wirklich noch nie in der Geschichte von ICF. 3 Bücher auf Deutsch, 3 auf Englisch, eine Wahnsinnsleistung. Miri, du hast ja da jeden Satz mehrmals geprüft und korrigiert und wieder optimiert. Jetzt haben wir die Bücher in der Hand. Hast du schon Fehler gefunden? Nee, ich habe noch keine Fehler gefunden. Okay. Aber der Hauptjob, die Fehler zu finden, der liegt eigentlich bei meiner Kollegin. Ja. Wir sind ja ein größeres Team. Genau. Und sie hat echt so ein Adlerauge. Ich war so oft mega begeistert und beeindruckt von ihr in dem ganzen Schreibprozess, was sie alles gefunden hat. Crazy, ja. Ja. Der hat alles gesehen, gell? Alles, wirklich alles. Also ich glaube, es würde mich sehr wundern, wenn noch Fehler überhaupt im Buch wären. Hey Marianne, du hast schon viele Bücher übersetzt, aber auch onstage, also bist schon lange im Übersetzungsbusiness, sag ich jetzt mal, bei uns im ICF. Es gab noch nie 3 Bücher gleichzeitig von Deutsch ins Englische. Wie ist das überhaupt gelungen? Wie hast du das gemacht? Also etwas, was cool ist, ist jetzt, dass eigentlich lektorieren wir auf Englisch, weil wir lassen das von DeepL übersetzen, haben ChatGPT. Aber auch dort, ich war dran, meine Kollegin Livia war dran, hat alles auf Englisch überlegt, passt das in Englisch? Ja. Und ich habe gemerkt, dass Gott meine Schwäche gebraucht hat von Legasthenie und ein bisschen ADHS, dass ich dann durch das im Kopf trotzdem eine Klarheit hatte, obwohl 3 Bücher gleichzeitig im Kopf am Schwirren waren. Du bist eigentlich gemacht für diese Nummer, die wir haben. Anscheinend, ja. Wahnsinnig. Also nochmal ganz herzlichen Dank euch allen. Ihr habt teilweise Tag und Nacht gearbeitet. Vielleicht fragst du dich jetzt, hey, worum geht es hier eigentlich? Diese Glaubenskursbücher, Entdecke Gott, erlebe Gott, folge Gott. Der Leo erklärt uns gleich, worum es eigentlich geht und weshalb wir so begeistert sind, dass wir diese Bücher in Händen halten. Hi ihr Lieben, ich habe große Neuigkeiten. Wir haben 3 neue Bücher entwickelt, Glaubenskursbücher. Und das erste Buch ist Entdecke Gott. Das ist für die Menschen, die sind suchend, die haben Fragen über Gott und die Welt. Und man geht das 1 zu 1 durch, Kapitel für Kapitel. Und das Coole ist, du musst kein Theologe und auch keine Theologin sein. Es ist eigentlich alles selbsterklärend. Dann erleben Menschen Gott, dann kommen die Fragen, wie kann ich beten, wie kann ich die Bibel lesen, was sagt Gott über die Sexualität? Und dann sagen Menschen, ich habe mich entschieden, bewusst diesem Gott nachzufolgen. Und dann kommen die Fragen, was ist meine Bestimmung, was ist der DNA, was ist der Zweck, dass ich auf dieser Welt bin?
Zu diesen 3 Büchern gibt es parallel noch Videos mit Action Steps, mit konkreten Fragen. Und was ich cool finde, du kannst es 1:1 mit einer Person machen oder aber auch als eine ganze Small Group. Und ich wäre heute nicht hier, hätten nicht Menschen genau das mit mir gemacht. Die haben sich hingesetzt und haben systematisch mir das ABC, das einfache Evangelium erklärt. Und ich bin heute dankbar, das auch an andere Menschen wieder weiterzugeben. Ich glaube ganz konkret, dass diese 3 Bücher und die Videos den Menschen helfen werden, Gott näher kennenzulernen. Ja, ich glaube, du verstehst jetzt, weshalb wir so begeistert sind. Wir glauben wirklich, da werden Leben verändert durch diese Glaubenskursbücher, dass Menschen Jesus kennenlernen und auch lernen, anderen diesen Weg zu Gott zu zeigen. Wir gehen noch mal eine Runde, noch mehr zu erfahren, was da dahinter steckt. Miri, du hast ja wirklich teilweise in der Nacht noch gearbeitet. Du hast alles möglich gemacht, eine Family rundherum organisiert. Ihr habt die Kita bezahlt, damit du mehr Zeit hast. Ja. Wahnsinnig. Was hat dich motiviert, so viel zu investieren in diese Bücher? Ja, zum einen war es einfach, dass ich gemerkt habe, ich kann wirklich da meine Gaben am besten einsetzen. Ich liebe es schon immer, Dinge zu optimieren, und ich habe auch schon immer eine besondere Liebe zur Sprache. Ja. Und deswegen war es für mich mega besonders, dass Jesus mich genau zur richtigen Zeit eigentlich in dieses Projekt reingeführt hat, in dieses Team. Und ich habe einfach gemerkt, da kann ich echt ein Segen sein mit den Gaben, die ich halt bekommen habe. Das ist ja mega. Ich habe ja die Kapitel geschrieben und ich war immer so happy, dass du auch noch drüber gingst. Es war einfach ergänzend, richtig stark. Genau. Und das andere, was mich motiviert hat, ist eigentlich beim Lektorieren selber erst entstanden, weil wir haben ja mit Buch 3 angefangen, und das richtet sich ja vor allem an Leute, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, und will sie einfach ermutigen, auch das Evangelium weiterzugeben. Und ich dachte bis dahin irgendwie immer von mir selbst, dass ich dafür nicht kompetent genug bin und nicht mutig genug und dass es lieber andere machen sollen. Ja. Und das Buch war einfach so eine richtige Offenbarung in der Hinsicht. Mega schön. Und hat mich mega ermutigt. Und jetzt habe ich noch 2 Freundinnen neu kennengelernt, die Jesus noch nicht so lange kennen und erst noch nicht viele Schritte gegangen sind im Glauben. Und jetzt freue ich mich mega, sie damit so begleiten zu können. So stark. Also vom Lektorieren bist du hingegangen und bist jetzt eine, die die Bücher benutzen wird. Ja, voll. Mega stark, so gut. Marian, du bist ja auch Teil des pastoralen Teams bei English Community. Was denkst du, was werden diese Inhalte, Bücher, Videos bewegen in unserer Church? Also als erstes glaube ich wirklich, dass es das erste Mal ist, dass Englisch gleichzeitig rauskommt wie Deutsch. Yeah, endlich. Und das ist, endlich haben wir es geschafft, und ich finde das so toll, weil durch das können die English Community gerade gleichzeitig anfangen wie die Schweizer Community oder deutsche Community. Ja. Und andererseits habe ich selber persönlich gemerkt, dass ich Follow God übersetzt habe, dass dieses wirklich das Gefühl, hey, wir haben Kapazität. Wir können über unseren Glauben reden. Wir müssen über unseren Glauben reden, so wie wir sind. Ja. Und nicht wie jemand anders ist, nicht wie der Leo ist oder wie du, Michi, sondern so wie ich persönlich bin. Genau. Und da habe ich wirklich gesagt, hey, jede Person sollte wirklich mit Folge Gott anfangen. Das mal durchlesen, wirklich einfach motiviert werden, damit wir dann zusammen mit neuen Leuten erlebe Gott und entdecke Gott durcharbeiten können. Ja. Auch dort sind mir Sachen aufgefallen bei Erlebe Gott und entdecke Gott, wo ich wieder gemerkt habe, so, okay, das habe ich wieder mal vergessen. Okay, Gott, wir arbeiten dran, das ist mega cool. So stark. Hey Juni, erzähl uns doch, in diesem Projekt da gab es Hochs und Tiefs, zum Teil richtige Blockaden, die sich uns entgegengestellt haben. Wie hast du Gott erlebt jetzt in dieser Zeit der Planung? Hey, ja, Gott hat uns so versorgt und hat zu den richtigen Zeiten uns die richtigen Sachen geschickt. Zum Beispiel, wir standen vor der Entscheidung, die ganzen Videos, wie Leo dazu gesagt hatte, die es dazu noch gibt, nehmen wir sie in Englisch und Deutsch auf oder übersetzen wir sie mit AI auf Englisch. Und dann, AI hatte damals noch ihren Preis und dann ist AI mit dem Preis runtergekommen. Sie haben kurz bevor wir angefangen haben, haben sie die Sachen, die wir gebraucht haben, noch in ein neues Modell gepackt, was für uns mega der Segen war. Oder auch grafisch, wir mussten 6 Bücher grafisch aufbereiten. Dafür hatten wir nicht die Kapazität, das alles in-house zu machen. Wir konnten die Sachen extern geben und dort hatten wir auch mega Versorgung und die richtigen Leute an der Seite, die uns geschickt wurden. Ja. Also wir haben richtig Gott erlebt. Gleichzeitig habt ihr alles reingegeben. Es gab auch noch andere Leute, die jetzt heute nicht hier sind, die das Team ergänzt haben. Vielen, vielen Dank. An dich einfach die Einladung, nimm diese Bücher als eine Chance, Gott besser kennenzulernen oder auch anderen zu helfen auf diesem Weg. Vielleicht gibt es wie bei mir eine Person, die dir aufs Herz kommt. Dann frag sie an, kauf die Bücher und geh auf den Weg mit diesen Leuten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.